Leute sind ja gesehen, dass wir gestresst sind. Ja, Falle. Dass das nicht immer so zwischen Tür und Angel geht. Jawohl. Oh, der war schön. Den hättest du sehen sollen, den hättest du verfolgen sollen. Ja. Ja, da hat jemand zu gut gemeint. Zu bemüht. Entschuldigung, war mein Fehler. Aber die liegen ja schon ewig rum Ja, im Kühlschrank. müssen also horten. Dann kriegen wir nie Nachschub. Ne? Ja. Wie geht's der Kid Rap? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut, Das muss ist ich schön. sagen. Dann werden wir kurz ein kleiner. Ich habe ein schönes Schnuffler. Wochenende hinter mir. Oh, jetzt muss er kommen. Jetzt muss er kommen. Ja, weil ich den ganzen Druck schon verloren gehabt habe. Ja. Das gebe ich zu, aber voll mein Fehler. Hast du gewusst, dass Blauwale mit der Kraft eines Kleinwagens pupsen? Echt? Ist so. Seine Fürze können mehrere Meter Luftverdrängung verursachen. Krass. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, also mit der Kraft eines Kleinwagens, wenn man das misst, aber Also meinst du dann, wenn so ein Auto, Kleinwagen auf einen Dummy, Also ich auf die stell's Wand mir- zufährt? ich persönlich stelle es mir so, ja, jetzt steht er ja voll depp. Ja, peinlich. Prost. Aber einfach ein perfektes Nachmittagsbier, finde ich. Ich werde nicht lang, wir haben vorher jetzt gerade schon ein helles getrunken. Und da schmeckt sich das jetzt auch gerade rein, finde ich. Also ich stelle es mir so vor, dass wenn ein Kleinwagen gegen ein Wasser fahren darf, Ja. das, was ein Kleinwagen verdrängt, Ah, okay. ich denke mal, dass das dann damit gemeint ist, dass ein Blauwalpups ähnliche Keine Mengen. Angst, das sind keine Drogen, das ist ein Ölstift aus Thailand, da sind nur ätherische Öle drin und ganz viel Kokain. Ja, ist so. Crystal Meth. Haben wir, glaube ich, schon zu oft erzählt, woher wir die Dinger haben. Ja, Oder? wird's noch mehr. Aber ich glaube, dass schon gerne noch mal eine extra Folge über Amerika und über Thailand Ja, hätten. alle unsere Reisen. Kontext. Kommt immer relativ wenig. Ja. Wo relativ viel kommt, ist, wenn wir über Schweinenacken reden. Ja, wir haben, glaube ich, den ersten Shitstorm ausgelöst. Shitstorm, ein großes Wort, sind bloß ein paar Niemande. Vollidioten in einem Kommentarfeld. Entschuldigung. Naja, Begib dich nicht auf einen Level. stimmt, ja. Aber ich sage einmal so, bei all die Dinge, die wir schon gesagt haben, Ja, sämtliche Kulturen, die wir in Dreck gesagt haben, Gattungen, alles, Sportarten, ja. Religionen. Religionen, Orte dieser Erde, Ja. aber es gibt scheinbar eine Grenze und zwar ist das der Schweinenacken. Ja, das Halsgrad. Das Halsgrad, ja. Sagen, ja. Ja. Aber wenn die Leute schnell persönlich. Ja. Ich finde es tatsächlich sehr amüsant, habe mich amüsiert, die Kommentare zum Lesen. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Riesending ist. Das erinnert mich hart an kennst du die Rede von der Alice Weidel, wo sie sagt, sie lässt sich nicht ihr Schnitzel verbieten? Ja, Ja, so den Mut hat das für mich irgendwie. ja, na, aber wirst du auch kommen, die Rede? Gut, dass du sie die Schnitzel nicht verbieten lässt? Also oder? ist jetzt bei der dem Zielgruppe? Klientel eher schon, ja, wahrscheinlich. Wir haben vorher schon kurz drüber geredet, man bemerkt auf jeden Fall, wie der Algorithmus funktioniert, weil scheinbar wird das gegen Ende dann immer mehr, sage ich mal, volksferneren Menschen angezeigt. Ja. Und definitiv Schweinenacken, Halsgrad Liebhaber. Und Ja. am Anfang waren die Kommentare noch so, ja, endlich sagt's einmal jemand. Bei Instagram, der Jumbo Schreiner, Ja. himself, gell? Jemand, der wo Essen erfunden hat. Richtig, der eigentlich. sich wirklich richtig auskennt. Er Ja. hat gesagt, bravo, bravo, bravo. Ja. Für mich ein Ritterschlag. Da Ja. denke ich mir, okay, wir haben da offensichtlich was Richtiges gesagt. Nicht, wenn du dem Typen glaubst, der 6-mal in Folge 5 wütende Smileys geschickt hat als Antwort drauf. Oder also eins haben wir ein bisschen getroffen, weil das ist eine Lüge, muss ich ganz ehrlich sein. Das hat mich Ja, Entschuldigung. persönlich angegriffen, und zwar ist einer geschrieben, hat, deren Mütter können nicht kochen wahrscheinlich. Ja. Das sagst du mal meiner Mutter, da bin ich gespannt, ob du noch so mutig bist. Ja. Und sag's nochmal seiner Mom, die hat ein Oberarm-Tattoo. Ja, die zerpresselt die. Ja. Die nimmt die wie so einen billigen Eistee, den du da beim Lidl kaufen kannst und dann. Die nimmt, nein, das ist recht, die nimmt nicht mehr die zweite an, nicht wirklich so. Und die merkt das gar nicht. Das ist wie wenn du unterm Laufen so eine ganz kleine Fliegen verschluckst. Ja. Das bist du für seine Mom. Und meine Mom ist Kräuterpädagogin. Ja. Und was die Leute am wenigsten glauben können, glaube ich, ist, dass das einfach so ist, wie wir reden.
Also wir reden so, wie wir in dem Podcast reden. Das ist nicht künstlich herbeigeführt. Ja gut, das ist die zweite Sache, die mich triggert, wenn jemand sagt, dass unser Bayerisch nicht echt ist. Ja. Oder, also was ist dein, also sollst du mal, also falls du denkst, wir versuchen hier künstlich Bayerisch zu reden, dann sollst du mit einem meiner Verwandten reden. Dann weißt du, was heftiges Bayerisch ist. Du Dreckschwein. Nein, ich fühle mich nicht angegriffen. Ganz im Gegenteil. Ja. Am lustigsten habe ich gefunden, der gesagt, wie jemand sagt jetzt was gegen Souflaki. Ja, verstehe. Ja. Aber hast du denn schon mal das gute Halsgrad vom Duroc-Schwein probiert? Nein, tatsächlich nicht. Ja. Also es liegt ja nicht nur daran, jetzt nochmal um unsere Kochehre zu verteidigen, ich habe noch nie irgendwo ein gutes Halsgrad gegessen. Nein, ja nicht. Ganz ehrlich, und ich sage nochmal, das ist halt auch... Ich möchte mich ganz kurz einmal vielleicht korrigieren, wobei ich nicht weiß, ob es wirklich ein Halsgrad war, beim MJ auf seinem Geburtstag am Anfang. Da hat es eine Grillfleisch-Semmel gegeben mit Zwiebeln und so, die war gut. Ich glaube, das war ein saugutes Wammerl. Okay, vielleicht. Falls das ein Halsgrad war, MJ, klär mich auf, dann... Das Problem ist, wir haben ja die finanziellen Mittel, um unser besseres Fleisch zu kaufen, liebe Freunde. Ja. Das bedeutet, das Halsgrad, mit dem wir in Berührung gekommen sind, war halt eben immer auf so eine dreckigen Grillfestel von Fußballding. Und da ist ich weiß nicht einmal, ob das richtig, ja, was ist denn schon wieder? Jetzt schon wieder angegriffen. Ich weiß nicht einmal, ob das klassische Hals, sie nennen es einfach nur ein Grillfleischsemmel. Ja. Das kann ja, ich weiß nicht. Ist egal, ich bleib dabei für den Halsgrad scheiße. Ich bleib auch dabei, definitiv bleibe ich dabei. Jetzt erst recht. Ja. Das werde ja Bewegung gründen. Ja, ich finde es ja lustig, wenn man sagt, dass man ein bestimmtes Fleisch von einem Tier nicht mag, das ist ein Teil. Und dann wird gesagt, ja, was frisst ihr dann? Tofu-Brätli. Ich glaube, es geht um die Art und Weise, wie wir gesagt haben. Warum? Hätten wir jetzt nur gesagt, hey, Halsgrad ist nicht so mein Fall. Ja. Aber es war ja relativ lange Schimpftirade auf Halsgrad und da ist uns halt dann oft, sage ich mal, Inkompetenz unterstellt worden, dass wir uns nicht mit dem Fleisch genug auseinandergesetzt haben. Ja, ist korrekt. Ich weiß auch nicht, wie man ein Leber gut zubereitet, weil ich es auch ekelhaft finde. Es tut mir leid. Du darfst das gerne essen, die Leber. Ist völlig in Ordnung für mich, aber du bist halt für mich dann weniger wert als Mensch, als Individuum. Verstehst du das? Ist auch nicht best gemeint. Nein, das ist reine Wissenschaft. Richtig, Logik, pure Logik. Du kaufst ein sehr, sehr günstiges Fleisch, auch wenn es vom Duroc-Schwein ist, kostet es garantiert noch weniger, wie das Filet, das der GitRap und ich kaufen. Ja. Oder geht er recht in der Annahme? Irre ich? Ich glaube nicht, ne? Ja gut, haben wir das Halsgrad-Thema abgeschlossen? Glaube ich nicht. Ja. Vor allem, ich muss jetzt auch noch mal sagen, weil unterstellt worden ist, dass wir unsere Ausdrucksweise, wir bemühen... Ganz schlechter Start am Satz. Wir bemühen uns. Danke, wir bemühen uns wirklich um eine adäquate Ausdrucksweise. Eloquent zum sein. Ja, sympathisch rüberzugehen, aber trotzdem echt zu bleiben, authentisch zu reden. Ja. Wenn aber jemand ein Halsgrad isst, dann, und entschuldigt mein Wortwahl, dann frisst er das für mich. Weil Menschen, die Halsgrad konsumieren, die essen nicht, die genießen nicht, die sind nicht so feine Gourmets wie wir, sondern die fressen dieses Halsgrad. Habt ihr das verstanden? Vielen Dank. Weitermachen. Genau, seid spitz. Ja. Seid was in die Kommis. Ja, bitte. Ja. Abgesehen vom großen Halsgrad-Skandal, was ist sonst noch Schönes passiert die Woche? Lass ich dir einen Vortritt. Wir waren auf einer Hochzeit in Südtirol, haben da ordentlich gesoffen. Die Hochzeit hat auf einem Schloss stattgefunden, so viel kann man sagen. War lange nicht mehr auf einer Veranstaltung, wo so viele Leute so besoffen waren. Also irgendwann um 3 sind wir dann vom Schlossbesitzer des Ortes verwiesen worden, weil bis 2 eigentlich ausgemacht war, und weil die Musik offensichtlich irgendwann zu laut wurde. Das Problem war nur, der DJ Harper, typisch DJ Harper, hat die Musik halt so laut gehabt, dass er nicht verstanden hat, dass die Eigentümer dieses Schlosses gesagt haben, wir sollten jetzt langsam ein klein bisschen lauter dran. Ja, es hat ein paar Special Acts gegeben. Shoutout an die Gletscher Guys, die sind als Überraschungsgast gekommen, um der Menge ein wenig einzuheizen. Großartig abgeliefert. Haben sie ein paar Sachen überlegt. Schöne Pop gefahren worden ist, das ist mir immer sehr wichtig.
Und ansonsten gut gegessen, gut getrunken. Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zum Sagen. Leben genossen. Ja. Leben einfach mal zwischendrin genossen. Ich muss da noch eine gute Geschichte erzählen. Ich wollte es da vorher schon im Auto erzählen, aber die ist so stark, die Geschichte, dass ich mir aufgehalten habe. Ich war ja, wie du weißt, im Krankenhaus diese Woche. Und ich bin erst um 18.30 Uhr oder so, habe ich mich auf dem Weg in die Cafeteria gemacht. Was denkst du, wie offen um 18.30 Uhr eine Cafeteria ist? Ist jetzt sehr nicht offen. Richtig, so war's. Genau so war es. Und jetzt pass auf, jetzt war neben dieser Cafeteria, war aber der großartigste Snackautomaten, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Also da war Kinder Pinguin drin, da waren verschiedenste M&M-Sorten drin, Käsekuchen, alles. Also alles, was ich geliebt habe, und gedacht, da machst du jetzt noch einen schönen Abend auf dem Zimmer. Dann steht da drauf, automatisch nicht funktioniert. 1:1. Gut. Dann haben wir gedacht, fragst du mal nach, dann gehe ich an diesen Empfang, war eine junge Dame, sagen wir so in meinem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, so ein 7 von 10, würde ich sagen, unter Krankenhausverhältnissen, 7 von 10. Und dann sage ich sie, nettes Fräulein, habe ich gesagt, und du kennst mich ja, weil ich hoffe, dass du den ein Krankenhaus-Ding auch gehabt, nein, der Arsch rausschaut. Nein, leider nicht. Ich habe mich relativ schnell wieder umgezogen. Ich habe nachgefragt, ob man das Ding tragen muss. Muss man nicht. Okay, ich wollte halt, gern. Ich wollte, weiß nicht, nein. Ich habe mir damit immer die Zeit im Krankenhaus, damit mir die cooler vorgekommen ist, habe mir vorgestellt, ich bin im Gefängnis. Das bedeutet, ich habe dann natürlich erst einmal die Gruppen mit den Vollbluten, auch mit der arischen Bruderschaft suchen müssen, dann habe ich wieder anschließen können als Blonder. Also alle anderen kicken es mir raus, damit ich sicher bin. Und habe erst einmal geschaut, dass ich als Machtdemonstration mindestens einen Joghurt Mittag und abends mehr kriege und dass alle sehen, dass ich diesen Joghurt mehr kriege. Und deswegen habe ich mich aber auch nicht so gekleidet wie das Volk, wie die anderen Insassen, sondern habe mir gleich wieder meine normale Uniform angezogen. War ich bei der Dame am Empfang und sage, Madame, der Automat ist kaputt. Gibt es zufälligerweise im Krankenhaus noch einen anderen Automaten, der funktioniert? Dann schaut sie mir an und sagt, na, leider nicht. Dann sage ich, ja, okay, kein Problem. Aber warte mal, willst du ein Ei? Ein Ei? Okay. Ich war komplett überfordert. Ich meine, das hinter mir empfangen. Dann sage ich, wie ein Ei? Dann sagt sie, ein Ei. Jetzt hast du in der Brotzeitbox ein Ei. Dann sage ich habe nicht gewusst, wie ich reagieren soll, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass mir jemand ein Ei anbietet. Dann sage ich, sehr gern hätte ich ein Ei. Wirklich, vielen Dank, ich nehme das Ei. Und dann musst du aber aufpassen, hat sie gesagt, weil das ist nämlich nicht hart gekocht, sondern wachsweich. Und das Eiergespräch hat mir schon viel zu lang gedauert. Sage ich, ja, sau cool, vielen Dank, nehme ich mit. Ich werde morgen wahrscheinlich dann nochmal auf ein Ei vorbeikommen. Schallendes Gelächter, kannst du dir vorstellen. Sie war die Einzige, aber sie, gelacht für 5. Wirklich. Und dann bin ich gegangen, war schon 50 Meter weg, vor mir, hey, das sind ihre Schrittchen, die sie gemacht hat. Jetzt halt, schreit sie. Also, jetzt hat sie anders überlegt, wollte sie Ei da wieder zurückkommen. Ich gedacht, ich mich schon komplett aufs Ei eingestellt, kannst du dir vorstellen. Und dann halt, und dann war sie teilknuffig und hat so einen Apfel in der Hand und eine Korni. Und dann sagt sie, das habe ich noch gefunden, ich muss ein wenig Diät machen. Und dann sage ich, Mädel, wo denn? Ist schon nichts dran. Wo denn? Und sie so, Und dann habe ich das Korni genommen und den Apfel dankend abgelehnt, weil wenn ich da einen melligen Hund erwische, dann... War nicht schlecht. Kann ich gleich, und ich hab, das ist, klar, jetzt habe ich die Geschichte so groß angekündigt. Aber ich war sehr überrascht. Nett, dass das nette Like ultra nett, sau nett. Da kann ich vielleicht spannungsbogentechnisch noch einen drauf haben. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe noch nachträglich ein Geburtstagsgeschenk gekriegt, und zwar einen Airfryer. Oh, geil. Und das ist ein geiles Teil auf jeden Fall. Seitdem noch mit dem Ding gekocht. Echt? Also nicht nur, also ich habe den, wann habe ich den gekriegt? Vor 4-5 Tagen oder so. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, weil das ist eigentlich eine Info, die darf man nicht so lange vorenthalten, weil ich habe da auch schon mal erzählt, dass ich einen Airfryer ausprobiert habe beim Franz und das hat total zum Kotzen geschmeckt. Echt? Okay. Was hast du? Also ich habe mir gestern zum Beispiel einen Lachs gemacht, im Airfryer drin. Da ist ein kleiner Backpapier drin, schön gewürzt, ein bisschen Zitronenmelisse, Rosmarin, der ein bisschen brennt, aber egal. Und es hat super geschmeckt. Der Lachs war perfekt. Da hast du dann dein Ding, druck einfach auf Fisch, alles vorgestellt. Echt? Du machst einfach nur auf Fisch? Ja.
Der gibt ja dann einen Temperaturvorschlag und dann habe ich es halt so lang gemacht, wie ich es normal im Backofen drin hätte und war astrein. Richtig gutes Teil. Und muss man den vorher irgendwie einbrennen? Nein. Du hast ihn einfach sofort gestartet. Ja, das ist das Geile, weil ein Ofen musst du vorheizen. Nein, ich meine damit, riecht er erst einmal Also da am chemisch oder Anfang so. riecht er schon, ja, aber ich habe mir schon davor ein paar Mal hergenommen. Also ich habe ihn einmal 10 Minuten laufen lassen, dann habe ich ihn ausgespült und dann seitdem. Franz hat einen Airfryer, wir haben Pommes drin, Nein. habe ich ihn jetzt fast gekotzt. Naja, Pommes habe ich auch noch nicht gemacht, aber ich habe Wraps zum Beispiel, also die Soße habe ich außerhalb gemacht, aber dann ein Burrito quasi und dann eine, dass das knusprig wird. Nein. Also Super einfach ein funktioniert. schnellerer Ofen. Einfach schneller Ofen, ja. Aber ich bin jetzt gerade erst am Anfang der Reise, es gibt viele Rezepte und da werde ich jetzt mal schauen. Man kann auch ganz Händel drin machen. Also eigentlich wie ein Thermomix. Also der macht nicht so viel wie ein Thermomix, sondern er macht dann nur warm. Aber schneller wie auf, ich muss nicht vorheizen. Ja. Na, Ja, also ich bin froh, also ich darf es schon einmal wagen. na, So ist es nicht. Können wir mal vorbeischauen. Kannst du mal vorbeischauen? Ja, Machen wir einen Livestream. Wir müssen, machen wir mal einen Airfryer. Livestream, Ah, ja. dann probieren wir jetzt endlich mal unser Steak-Ding Ja, aus. ein Beef auch noch, ja. Mach hier das Ofengemüse mit dem Ding. Oder Ja, sehr sowas. gerne. Nimmst du das mit und dann machen wir gleich Und eine auch Party. so her. Fried Chicken kann man auch machen, auf gesund. Da nimmst du halt dann nicht Mehl her, sondern machst halt Kellogg's ohne Zucker klar. Und das Damit es da gesünder drin- wird, oder? Ja, und weil du halt nicht Fett hast, weil Mehl, da darf nichts passieren, glaube ich, ohne Fettkontakt. Ah, okay. Na, und dann ist das ein bisschen crispy chicken mäßig. Da würde ich dich nur darum bitten, dass du das erste Mal allein ausprobierst. Ja. Sagst, ob es schmeckt. Ja. Und dann bin ich sofort Ich habe dabei. die Kellogg schon daheim. Also ich werde das Wochenende das probieren und dann mal schauen. Wenn mir den gefallen, dann schreibt mir instant Ja. und sehr interessiert Ja. am Ausgang der Story, um ehrlich zu sein. Ja. Ja, ist ja gut, wenn das hier halt, weil der Franz nimmt seinen Safe nicht her, dann kann ich fragen, ob wir den haben können. Mein Bruder hat auch schon davon geschwärmt und ich habe halt, ihm habe ich gleich widersprochen und gesagt, ja. Ich probiere mal Pommes. gern. Ah, die sind auch besser geworden. Also am Anfang waren die anscheinend scheiße, die Airfryer. Das ist ein halbes Jahr her. Okay, ja dann. Oder war Ende letzten Sommer. Vielleicht habt ihr zu wenig oder vielleicht war es Es zu kann viel. sein, vielleicht sind Fehler gemacht worden. naja. Ist schon We will möglich. find out. Ich Warum- halte euch auf dem Laufenden, keine Angst. Das Airfryer-Thema wird nicht das letzte Mal Nein, aufkommen. es wird nicht so schnell vom Tisch sein. Wir haben letzte Woche leider keinen Podcast rausbringen können, aus organisatorischen Gründen. Ja. Wie gesagt, wir haben für die Hochzeit auch noch ein bisschen was vorbereitet. Danke dir. Bitte. Und ja, deswegen haben wir es nicht hingekriegt. Wir waren wirklich bis zum Schluss gekämpft. Ja. Aber hat einfach nicht geklappt. Ja. Ansonsten steht hier bei mir ein Wochenrückblick, dass du ein bisschen Songwriting gemacht hast, stimmt das? Nein. Okay, passt. Dann haben wir das Thema der Woche. Ja. Also ich habe einmal mit dem Tom versucht, aber das war die Woche, nicht letzte Woche. Nein. Was ist denn heute? Also ich war bei Markus, ja, da war ich, ja. Ah. Das war entspannt, ja. Aber da gibt es jetzt auch nicht so viel Heute ist schon erzählen. Freitag, Alter. Ja. Krass. Heute ist Freitag. Also ist eine Woche her, dass Südtirol war. Fuck. So schnell geht's. Das ist echt Time irre. flies. Thema der Woche ist der perfekte Bierzeittag. Wo, mit wie viel Leid, welcher Musik und Ja. wie lang zum Beispiel. Also das ist ja, du warst ja, glaube ich, schon auf mehr Bierzeiten wie ich. In mehr Bierzeiten. Wahrscheinlich. Öfters, ja. Bitte. Aber zum Arbeiten muss man dazu sagen. Auch zum Arbeiten, aber dann weißt du es ja noch besser, dann kennst du beide Seiten. Ja, also für mich der perfekte Bierzeittag ist ein Tag, wo es draußen nicht schön wieder ist auf jeden Fall, dass die Zeit nicht so heiß ist. Dann gehe ich gern schon um 3, 4 hin, hör da schön 2, 3 Stunden Blasmusik, weil ich das gerne mag. Und weil es dann schon Daydrinking ist. Und weil es schon Daydrinking ist, ja. Und sicher mal da auch schon die guten Plätze, weil die meisten kommen dann erst zur Coverband und dann kann ich mich da platzieren, wo ich will. Nicht ganz vorne, nicht ganz hinten. Genau, nicht so, dass du aufgefordert wirst, nicht zum Singen. Ja. Genau, ja. Nein, mit ein paar Spätzeln, da bin ich offen. Ist mir egal, was ich trinke. Weiber ja oder nein? Wenn meine Partnerin dabei ist, dann gern mit anderen Frauen, sonst nein. Also, Ja. nein. So das ist handhaben, ja. Aber so handhabe ich es in meinem Leben. Ja. Schon. Ja. Genau, sonst, ja. Mei, was waren die Fragen noch? Was ist ich gerne in Bierzeit? Eigentlich am liebsten Händel. wenn Also sie du hast kurz ja schon sind. mal deine Lieblingsbierzeit, da glaube ich, haben wir schon Ja, eine Laufzeit. ja. Also Ja, Platz 1 Lingres, nach wie vor, einfach weil es ein Heimspiel ist Ja. für uns. Und war mir umfallen. ja, und das Zeit echt gut gemacht ist. Es ist auch sehr viel los für Bierzeltverhältnisse. Umkreis sind nicht viel kaputt gegangen, aber das ist noch am Start. Ja. Rosenheim mag ich sehr gern. War Das ich noch nicht. Herbstfest. Und sonst, was gibt es denn sonst noch? Gott, Wiesen.
Mainstream. Und da bin ich Altewiesen. Altewiesen. Warst du schon mal auf der Altewiesen? Ist das so viel geiler, wie viele sagen? Es ist halt auf jeden Fall Traditioneller. gröbiger und traditioneller und ein kleines bisschen billiger. Aber für einen brutalen Absturz. Super, funktioniert eins auch. Okay. Aber wenn ich mit Italiener und Amis reden will, Dann näher die andere. Nein. weil das für mich das Beste, Ja. wenn ich besoffen bin. Ich überlege gerade, wo ich noch im Bierzeit war. Gibt's einen Tegernsee, Nein, Greit, das ist immer nix. ein Waldfest. Weiß es. Aber Ding, dann nehme ich Ding noch mit, auch wenn es ein bisschen anstrengend war, da wo wir mit dem MJ waren. Battlemarkt. Battlemarkt, ja. Ja, doch. Ja. Also, das ist halt, das ist einfach nachher vor so real am Sinn in der Früh, da die Massen rein zum Prügeln. Vor allem, wir haben ja da auf der Hinfahrt auch schon 2 gesoffen. Ja. Aber wie lange fährt man da hin? Schon 1,5 Das war Stunden. bei Ingolstadt, 1,5 Stunden oder so. Ja. Und sonst ist eigentlich Bierzeit eigentlich immer relativ gleich. Man ist da, man sitzt, bis man einen Pegel hat, dann steht man auf, bleibt mit. Inshallah gibt es eine Bierzeitbar. Ja. Da gehst du dann rein, wenn du kein Bier mehr reinbringst. Das ist das Einzige, was an die meisten Bierzeiten echt kacke ist bei uns. Es gibt selten eine sehr gute Brauerei. Also in Lingras haben sie Einger, das meiner Meinung nach okay ist, also muss ich nicht kotzen. Ja. Aber das ist nichts, wo ich Juhu schrei. Ja. Rosenheim hat Flötzinger. Und ich glaube auch Einger sogar. Wieso 2? Die haben 2 Zeit, also das sind 2, einmal eine Halle und einmal erst Zeit. Eine Halle. Ja, das Die ist Ungräbig ist eine Halle. ja, die richten das schon schön her. Also Kann ich mir gar nicht vorstellen. Fällt dann eigentlich wenig auf tatsächlich. Okay, na gut. Was ist das? Auerbräu, nicht Einger. Auerbräu. Ja. Ja, wäre schon, weiß schon gesagt. Du kannst schon saufen. Halle. Ja. Und ich weiß jetzt, letztes Jahr war ich nicht, aber Rosenheim immer die gute Anzahl an Menschen. Also es ist noch nicht so, dass du Platzangst kriegst, aber es ist schon sehr viel los auf jeden Fall. Okay. Ja, ich habe gesagt, ich kenne nicht so viel, aber für mich ist halt das Ding schon, also Lingres mag ich sehr gerne. Unser Reitberg. Stimmt, Reitberg darf man nicht ganz vergessen. Ja. Reitberg haben wir dieses Jahr schon wieder verpasst wegen Thailand. Ja. Aber nächstes Jahr möchte ich mal wieder richtig einmarschieren. Ja, schon, ja. Mal wieder so richtig anders Ja, heftig. vielleicht nehmen wir im August Urlaub. Und Ja. dann nur Haben wir, sagen wir jedes Jahr, Ja. aber eigentlich war es eine Idee. Ja. Ich weiß noch, weil ich da in der Bierzeitbar gearbeitet habe und dann so ganz kleine, schwindelige Maurerlehrlinge gekommen sind mit einer 1500 Euro im Geldbeutel. Was immer, ich weiß nicht, warum sie es am Stück dabei gehabt haben. Echt, also vielleicht waren es nicht 1000 Euro, richtig Ja. viel Bargeld dabei. Und jeden Tag ist es weniger geworden. Und sie waren nur beim Weißbiersaufen, drinnen Maß und dann, ich glaube, die haben auch gar nichts gegessen, die haben alles nur versoffen. Geil, ja gut, dann lohnt es halt wieder Weiber, bei denen es keine Chance Ja, haben. stimmt, ja. Und dann, ja. Das ist halt total praktisch, wenn du sau bekannt bist. Ja, schon, ja. Das ist, Weil dann musst du keinen einladen, dann wärst du eingeladen. ja. Alle. Und dann, wenn ich es richtig abgefühlt habe, die beiden Weiber, dann sage ich, und tschüss. Ja, sag ich auf Wiedersehen. Das geht richtig Ich bin saufen. schwul. Ja, ich bin stark schwul. Ja. Und vielleicht Ich ist bin dir gar nicht, nix. ja, Ich vielleicht bin ist dir nicht asexuell. aufgefallen, ich bin sau hässlich. Ja. Ja, schon, ja. Das ist Also der check das Bühneneffekt, mal, ja. Du Draht, hast du gesehen, wie groß ich bin so groß, jetzt verpiss dich. Sagt jemand, mit dem du glücklich wärst. Ja, Du schon. schierher Wurft. Aber ich hab mit mir geredet in dem Moment. Wenn ich auf Scheiß aus dem Spiegel schaue. Ja, piss dich. Da bist du hässlicher Scheiße. Oh, wow. Deine Mutter tut mir leid. So war. Was noch passiert ist, dass das Oberland-Eicher-Massaker rausgekommen Oh, fuck, ist. ja. Das haben wir voll vergessen. Kompletter Banger, Ja. Mann. Finden die Leute, glaube ich, ganz geil. Harry Top-Performance diesmal Alter, wieder. leck mich am Ja, Arsch. der Harry, ich glaube, es regt ihn richtig auf, wenn man so überschwänglich lobt. Ja, damit kann er einfach nicht umgehen. Ja, Weil aber er ist da, halt nicht gewohnt, er ist ja selber so selbstkritisch. Ja. Wenn man dann sagt, wow, wie geil ist, und dann sagt, ja, warum denn jetzt? Also Preis, darf nicht vergessen. Also ja, weil es so geil warst, weil es so geil war. So eine Performance hat er schon mal geliefert beim Vlog. ja, War auch richtig auch stark. das mal mit gutem Ton Ja, und halt noch ausufernder, sage ich mal. ja, aber Länger. da waren halt auch ein paar Spitzenregisseure noch dahinter, die immer wieder so ein bisschen eissouffliert haben. Ja. Aber die Umsetzung, Ja, die Performance war einfach astrein, da kannst du nichts sagen. Auch die Damen, die wo das dann fantastisch. super, Also, das alles ist einfach, Grüße an Gitti und an Barbara. wow. Großartiger Job. Wow, 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 wow. Wo soll man da anfangen? Wo hört man auf? Ja, nächstes Video ist wieder mit diesen 2 Prachthengsten. Wahrscheinlich, ja. Da gibt es wieder ein paar unsympathischere Aufnahmen. Ja. Die wesentlich weniger Klicks bei Instagram und TikTok erzielen. Aber
Erfolglos. Ja, musst nur wissen, wie du das verkaufst. Erfolgreich kann jeder. Ja, 1% Fett oder 99% fettfrei. Was das der nicht mehr? 99% fettfrei. Ja, schau, ja. Das verkaufe ich das die Leute hier, wie wir sagen. Marketing. Ja. Wow. Zu die Bierzeiten nochmal. Ja. Gern Blasmusik. Ja. Heute ja komplett, heute aus, wenn nur Blasmusik ist, aber wenn ich mich entscheiden kann, dann gern am Anfang Blasmusik und dann Coverband. Ja. Dann nochmal richtig schön aufhören auf den Tisch, auf die Stühle. Schon ein Bon Jovi. Und dann Schatze, hart. Und dann halt Tisch auf Tisch, Bank auf Bank. Ja. Dann schön ein paar Masse-Echsen. Ja, So, völlig. das meine ich. Das ist es, das ist das Leben. Ja. Und dann saubsoffen irgendwann. Also ein paar Mandeln bei uns fressen. zwei merkst du immer, dass wir richtig besoffen sind, wenn wir halt freiwillig mit anderen Leuten reden. Ja. Wenn man sobald die Rotte den Platz verlässt, dann weißt du, jetzt sind wir besoffen. Ja, aber Also, wenn's gell, das Klo, wissen. also normalerweise so erste Maß, ich gehe aufs Klo, komme sofort zurück. Ja, das Wort im Haus. Ja. The man. The Legend. Ja, das ist echt schlimm, wenn ich besoffen rede, ich halt an Leute, die aus der Schule kenne, die ich sonst gar nicht mag. Ja, nein, das mache ich jetzt, glaube ich, nicht. Ich schon. Ja. Also ich reagiere, wenn es mich orientiert. Ja. So. Ja. Und tu nicht so, als weil ich müsste das sehr schnell weiter. Gott, das singe ich und der Harry ab und so. Der Harry und ich schon noch durch. Was denn? Dass wir Leute, dass wir so dann ist, dass wir das nicht kennen. Echt? Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Aber das mache ich nicht einmal. Das ist mir einfach so. Das ist ja so lustig. Ja. Aber nicht bei jedem. Also Nein, bei der hat's auch gewisse verdient. Charaktere. Ja. Stefan, das hast du verdient. Ja, super. Und wie lange ist er Schmarrn, also bis halt Schluss ist, bis der Krank voll ist. Ja, meistens ja. Und dann fahren ins Rocks. Weil die scheiß Anwohner alle so unentspannt sind in Lingras. Der erste immer bloß bis um 2 oder so machen. Echt, oder? Ja. Das werden sie mal 2 Wochen durch. Sie sind nicht mehr 2 Wochen. Nicht? Nein. Und ich habe ja auch in der Nähe gewohnt und das ist schon jetzt mal selten. Also da musst du echt ein brutales Weichei sein, dass du da rumholst. Aber gut, jeder hat ein anderes Empfinden. Und ihr seid ja komplette Arschlöcher. Und ich hoffe, dass ihr ein baldiges Ende findet. Also ich nehme mir das Jahr fest vor, dass ich ins Bierzeit auch mindestens einmal gehe und dann möchte ich mit dem Radl fahren mit der Lederhosen. Weil das ist das Geilste überhaupt, wenn die ganzen besoffenen Arschlöcher mit dem Radl heimfahren. Und wirklich, also mir wird's aber, ich habe meine Radlfahrerkarriere vor allem besoffen, das ist halt nicht unbedingt. Brauchst du auf einen allzu rühmlich. Weil der Hut ist der Helm. Weiß ich, stimmt. Und wenn ich die 10 Massen sind, mein Heim. Ja. Weil Besoffene und Kinder passiert nichts. Nein, das stimmt, ja. Klar, einige Todesanzeigen sagen da was anderes und einige Matterl am Straßenrand. Aber vielleicht geht es mir da besser. Du, ein bisschen einen Schwund haben wir immer. Weil wann spielen die Inferno? Und warum spielen die jetzt jedes Jahr da? Die spielen immer schon da. Also Ach, echt? Meistens die gleichen Coverbands. Ja. Inferno, Noch nie gehört von denen davor. Manana und halt Tropical Rain. Immer noch. Immer noch Tropical Rain, ja. Aber die spielen meistens am Mittwoch. Ich kenne jetzt auch die Sängerin von Mariana, die habe ich beim Andi auf dem Grillfest kennengelernt. Von Mariana. Ja, von der anderen Coverband da. Okay. Cool, und? Ist die scharf? Ja, schaut nicht so. Ja, weiß ich, das hier jetzt nicht, ne? Also, das ist das nicht mehr. wo ich jetzt hier einfach ankäme nicht sagen, das war unangenehm. Ich habe mit der Frau gegessen. Ja, und? Das freut sich auch. Nein, und ihr Mann hat Senf verteilt. Achso, der Mann hört dann eh nicht. Ja, dann nicht, ne? Und sonst? Wenn ich Single war und 4 Bier, dann wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das will man als Frau. Gut, wie dem auch sei. 5 Fragen, Kid Rap. Ah, nein, Entschuldigung. Was? Los Brutales Favorites, Starkbiere. Starkbiere? Ja, ganz vorne dabei ist für mich natürlich die Bockfotzen von Hopf. Ja. Ich hab das. Schön Rammer, haben wir noch nicht getrunken, oder? Nein, das haben wir noch nicht probiert. Aber von Sappi natürlich, das Goldene. Das mag ich auch gerne. Das war fein. Und ansonsten, also klar, der Aventinos, Augustiner. Ja, Reitberger mag ich nicht so gern. Das saufe ich natürlich mit dem Reitberger. Ich habe es mit dem Reitberger wirklich auch noch mal probiert. Letztes Mal bei der Grillparty war es da. Ich habe so Schädel weg gehabt. Was heißt du hast das probiert? Es wird kein anderes Bier gegeben haben, Doch, ich oder? habe selber noch einen Kasten Schildrammer mitgebracht, aber der war schnell weg. Ah ja, klar. Erst war er nicht kalt und dann war er gleich weg. Ich habe also selber nur einen Schönrammer trinken können.
Deswegen mir wahrscheinlich und dann zu wechseln auf Reitberger, wow. Die ersten 2 waren schon Reitberger, weil ich gewartet habe, bis das andere kalt war. Dann habe ich einen Schönrammer erwischen und dann noch 2, 3 Reitberger. Und ich hatte so Schädel, also geisteskrank. Und normalerweise um 7:30, da steige ich ins Auto und fahre heim, normal, wenn es gut geht. Ja. Am nächsten Tag natürlich, gell, ist ja klar. Aber da so Kopfweg hat, das war echt. Das gibt's ja nicht. Also seit langem mal, obwohl ja viel ausufernde Konzerttage oder so waren, wo man Schnaps und Zeug so fahren, ich habe Schmerztabletten genommen. So einen stechenden Schmerz im Hirn gehabt. Ich habe am Sonntagnachmittag eine Schmerztabletten genommen, weil ich nicht mehr kontern habe können. Ja. Weißt dann gibt es ja irgendwann einmal so einen Downer. Ja. Da habe ich dann einfach präventiv. Ich habe gemerkt, jetzt kann das Kopfweh kommen und schieße lieber vor. Ja, der Harry ist schwer darauf, dass du am selben Abend noch eine nimmst. Aber macht für mich keinen Sinn, glaube ich nicht. Also ich habe ja eigentlich mehr so, wenn er nur Kopfweh habe, eigentlich selten. Ja, ich bin halt einfach nur so im Arsch schlecht. Und ja, aber das hängt ja dann mit dem das hängt ja dann mit dem Schlafmangel zusammen. Ja. Da ich sagen. Hauptsächlich, ja. Ja, mehr Starkbiere kenne ich ehrlich gesagt ja gar nicht. Faxe, wow. Ja, absolut, wir haben noch mal so eine ganze Palette probiert, von dem so kleine Probierdinge. Ja, aber die haben wir weggeschüttet irgendwann. Ja. Da haben wir einfach, das war hier so der klassische, das ist neben der Kasse-Ding. Ja. Das Ding. 5 Fragen, Kitty. Okay, war für mich einfach. Lieber einen ganzen Abend lang Gasmasse oder Mojito? Mojito. Ja. Kennst uns jetzt schlachten dafür, aber für mich ist Gasmasse Radler. Ja, ist einfach ein Biermischgetränk und ich kann da gar nicht so viel Gasmaß trinken, dass ich gescheit besoffen werde. Rein mengentechnisch. Obwohl ich viel konsumiere. Ja. Für welchen Künstler würdest du gerne einen Song schreiben? Darf auch eine Künstlerin sein, wenn es sein muss. Weißt, Herrn möchtest, wie er sie ist, performt. Ja. Das müsste halt irgendwas mit. Ja, klar kannst du natürlich, klar. Verwende die gerne. Es muss halt in unserem Fall behaupte ich mal eher Deutsch sein, weil außer es geht halt einfach nur darum, wenn sie es dann noch schön übersetzen. Wenn deutschsprachige Künstlerin oder ein Künstler. Ich würde gerne für Icke-Mel einen Song schreiben mit sehr viel versteckte Nazi-Botschaften, die aber halt nur in die entsprechenden Kreise gekannt werden. Werde ich ChatGPT bemühen und schauen, wie man das einflechten kann. Und dann hoffe ich, dass ich Karriere damit beendet ist. Ich hätte schon gern, dass das ganze Stadion, also wenn ich es selber nicht schaffe, dann soll ich wenigstens jemand den Text singen. So darfst du gar nicht denken. Für wen schreibe ich denn was? Rammstein, Alter. Ja, stimmt. Das wäre doch geil. Einfach zum Schauen, ob man was Kränkeres als der Ding schreiben kann, der Lindemann. Ja, das wird schwierig. Ja. Aber ich glaube, es geht schon. Ja. Das der jetzt schon zu. Wahrscheinlich, ja. Ja, wohl. Nein. Ja, also Puppe oder Knebel sind schon. Mutter. Sind schon ein paar dabei. Ich nehme Sarah Connor. Ich hätte auch. Sarah Connor habe ich mit als erstes im Kopf gehabt, einfach weil die ja so unfassbar gute Sängerin ist. War meine erste Single. War der erste Single? From Sarah With Love, ja. Geiler Song. Danach Uncle Cracker. Oh, echt? Dann, das weißt du nicht. Okay. Meine erste war, glaube ich, Eminem irgendwas. Ja, das war dann meine dritte, war Business vom Eminem. Und davor hatte ich halt einen Ballermann-Sampler mit alle Banger drauf. Der Dome ist auch heftig gewesen. Ja, der Dome Smash Hits. Alter. Bravo Hits, habe ich alles gehabt. Meine erste CD, die wirklich ich glaube, meine erste CD war tatsächlich, die habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt, da habe ich oft drauf gewächst. Christina Aguilera, Dirty, da war mein Video auch drauf, also war es dann wahrscheinlich auch. Muss mich nochmal korrigieren. Meine allererste CD war ein Album, das ich gekriegt habe, und das waren die Pokémon-Hits. Oh, geil. Ja, von der ersten Staffel. Auf dem Weg nach Virginia City. Geiler Song. Das ist schon anders. Ich habe irgendwie oft ihn gehört, weil es war der zweite. Virginia City, ist das die zweite City? Ich weiß gerade nicht mehr. Nein, ich weiß, dass ich glaube, das ist der, wo Misty herkommt. Oder? Misty. Ja. Also, ich hätte gemeint, wo kommt dann Rocco her? Scheiße. Ja, egal. Ja, weißt du. Ja, jetzt kommt wieder eine Nachricht von Stefan. Das war das nächste. Übrigens, der The Rock ist ein Samoaner. Ja. Hat er mir auch noch gesagt. Ja, Samoa ist er. Ja, aber sind das Samoaner?
keine Ahnung. Ein Samoan ist er, ja. Ja, Sarah Connor ist schon ein guter. Ja. Xavier Naidoo noch. Ja. Welches Mischgetränk könntet ihr ein Jahr lang ausschließlich trinken? Alkoholisch, oder? Ja, den gehen wir davon. Jägerbull, glaube ich. Ja, bei mir war es Cuba Libre tatsächlich, aber ich kann eigentlich ist es wurscht. Also warte mal, geht es darum, könnt ihr ein Jahr lang also ich kann nichts anderes saufen in der Zeit. War dann ja wahrscheinlich, welches nicht mehr? Ich wäre von Cola, werde ich halt fett. Ja. Ja, da ist halt Koffein auch noch drin wie Drecksau, also sieht man das schon. Man sollte schon irgendwas mit Koffein nehmen. Ja, dann, also ich glaube, wenn mir Jägermeister jetzt ein bisschen Menschen macht, ja, schon. glaube ich, da die Jägerbull nicht mehr. Also ich mag ich vom Geschmack tatsächlich am allerliebsten, wenn er human, also was heißt, wenn er nicht 50-50 gemischt ist, sondern so 30-70, dann bueno. Ja, merkst du es ja gar nicht. Nein. Sonst, ja, ich glaube, Gin Tonic kann der lang trinken. Ja. Aber Cuba Libre, ja. Jack Cola. Ich darf trotzdem mit Cuba Libre gehen, ja. Betonmaß. Ja. All the things. Ja. She said. Welches Instrument nervt euch am meisten? Bandproben. Jedes Instrument in der Bandprobe. Ja. Echt so. Es gibt eigentlich schon eins, das mir, irgendwann habe ich das mir echt einmal. Also eins der Instrumente, die am wenigsten Daseinsberechtigung haben, meiner Meinung nach, ist tatsächlich sowas wie eine Maultrommel. Ja. Die nervt mich sehr, weil die hat nichts. Das ist einmal witzig, aber dann nervt. Und eine ganz normale Blockflöte. Kannst halt ganz schwer, finde ich, in irgendwas schön einbauen. Also was sehr unsexy ist, ist ein Oboe. Ja, aber klingt gut. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich Respekt für jedes Instrument. Ja, also gibt es wenig, was mich direkt nervt. Also in der Bandprobe, wenn ich es ranken muss, Schlagzeug auf die 1. Dass die am meisten nervt, ja klar. Weil es halt am lautesten ist. Ja. Dann Gitarre, Bass, Keyboard. Ich finde, beim Keyboard ist es ja wurscht, weil das klingt immer, zumindest die Töne selber klingen richtig. Und sie sind nie so laut. Nein, Schlagzeug ist immer ganz schlimm. Ja. Aber Gitarre und jetzt ganz, Worst Case, 2 Gitarristen, weil ich weiß nicht, wie die das schaffen, sich so abzuschotten voneinander und so aneinander vorbei zum Spulen und dann und weil die haben sie, sobald sie das Ding in der Hand haben, sind es wie Kinder, denen du, sag ich mal, keine Ahnung, was sehr laut in die Hand gibst. Albtraum. Ja. Wie lange würdet ihr jeweils brauchen, um einen Kasten Bier zu trinken? Am ganzen. Muss ich die mal aktiv probieren, keine Ahnung, ich habe es jetzt noch nie so am Stück gemaß, aber das sind ja 10 Maß, oder? Ich bin ganz ehrlich, ich blamier mich, aber ich schätze, ich werde für 20 Bier 20 Stunden brauchen. Na, glaube ich auch im Nachhinein, weil du weißt ja, die ersten gingen noch schnell, die erste 20 Minuten, Viertelstunde und dann, glaube ich, wird es so 10 Minuten länger. Ja. Also, ich darf aber auch schauen, dass ich in dem 1-Stunden-Turnus bleibe. Ja. Denke mir, dass ich da langsam, aber jede Stunde konstant. Bier, ja, man unterschätzt also klar, irgendwo kippe ich vielleicht einfach um. Ja, das kann sein. Jeder pisst es halt auch gar nicht. Ja. Also müsst ihr halt zwischendrin Wasser saufen. Oder im Pool halt. Ja, klar. Was wurscht. Ja, das ist scheiße. Oder halt einfach, dass er da wurscht ist. Eigentlich ist es egal. An sich ist ja das Hygienische. Einfach so auf der Bierbank hocken, du lässt den, wenn es geht, da hängen und pisst halt einfach. Wenn du im Pool schwimmst, in deiner eigenen Pisse. Und so stehen noch teilweise schon ein bisschen im Urin. Ja, aber das was halt an die Oberschenkel spritzt. Ja, aber gut. Und weil halt mein Schwanz auf der Bank aufregt, schon alles so Klassiker. Fan der Woche. Das ist der AMG. Ja. Das ist derjenige, der die in einen wütenden Smileys. Ja. Der ganze 9-mal mehrere wütende Smileys bei uns kommentiert hat. Secret Tipp, leider kann ich jetzt nicht sagen, ich weiß gerade nicht. Wir hatten die Bar gehört. Ja, wollte ich gerade sagen, das war in Nals, Südtirol. Big Ben Bar oder Big Boy Bar. Nein, ich glaube Big Ben Bar war es. Geiler Typ, war nicht wie viel los. Unhöflich, oder was heißt unhöflicherweise, war eine geile Dachterrasse da und da haben wir uns umgeguckt und hast dann per QR-Code hast auf sein Menü zugreifen können und hast halt dann da der Bier bestellt und dann ist er gekommen und das Bier gebracht. Hat dann, nachdem wir, ich glaube so bei der 4., 5. Runde waren, zu jeder 2. Bierrunden
for free Tablett Pfeffi mitgebracht zum Verschenken. Oh, das ist nett. Ja. Wie viel hast du eigentlich da eingestellt? Es waren 0,3er, deswegen ist es schon wieder schwierig zum Sagen, aber ich glaube, 8. Ja, 6 sind wir auf jeden Fall und halt. Das musst du mir vorstellen. Ja, und 3, 4 Pfeffi. Ja. Sim 03er sind halt gerade einmal 2 Massen. Ja. Und auf dem Weg vom Hotel zu der Bar habe ich noch ein warmes Bier gesoffen, dass ich ein bisschen aufhöre. Das wir im Auto hatten. Ja. Vor allem, wie lange gehen wir da? 5 Minuten, oder? Ja, ich glaube 8, 10, sowas waren sie. Ja, gut, hätte ich auch gemacht. Ja, schön. Was steht die Woche an? Wir haben ja jetzt letztens schon gespoilert, was für einen Song wir arbeiten. Ich glaube schon, oder? Im Livestream haben wir gespoilert. Okay, sehen wir das schon? Ja. Also, wir arbeiten an einem Song für einen Schuh des Manitou, nachdem am 14. hast du gesagt, ja. 14.8. kommt das Kanu des Manitou raus, oder 24. irgend sowas, ich weiß nicht mehr genau. Wir planen es aber schon lange, jetzt passiert es. Ja, das ist jetzt tatsächlich ein Zufall. Riesenfan von der Hook. Allgemein einfach geiler Song. Ja. Möchten da videotechnisch richtig Gas geben und ja, das werden wir die nächsten 2 Wochen aktiv angehen. Der Beat ist schon bei unserem virtuosen Mitproducer, Herrn Tom, Heinun. Ja. Und der wird wieder zaubern. Ja. Der wird uns wieder schön aus der Scheiße reiten. Ja, schon. Wenn wir wieder die 2 Affen da reinbleiben. Schon, ja. Bin ich gespannt, klar. Wieder die Esser auf Hitler stehen. Ja. Ja. Und dann sagt er, ja, nein, der ist ausgestellt, aber Tom, der Drecksau. Wir wissen, dass das die kleine Rache an uns dafür ist, dass wir in dem Studio so viel Bier schers lassen. Ja, das passiert. Und ich kann auch sagen, es funktioniert. Ja. Und sonst, ist entspannt gerade eigentlich. Tour startet im Oktober oder November oder so. Könnt euch Tickets holen, erst Regensburg, dann Minga und dann geht es im neuen Jahr weiter. Cham, Ingolstadt, Passau, die ganzen Klassiker. Die Big Five. Nürnberg im Mai dann. Nürnberg. Ja. Und dann, war es das eigentlich für heute da? Kurz, knackig. Ja, Fähre, dreiviertel Stunde. Dann in den Schweizer Wochenende. Habt viel Spaß, frisst eure Nackensteaks und Halskratz und erstickt's dran. Sagt auch der Harry. Danke.